Lieber Herr Dr. Strasser, ich glaube, wir sind uns alle einig, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, man kann da jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Es muss etwas passieren, aber was ist es konkret? Wie muss es jetzt weitergehen in Österreich? Ja, ich werde die Frage gleich beantworten, aber ich möchte noch vorher etwas erwähnen zum Gerald Hauser. In Österreich hat man ja die Herausgabe der Impfstoffverträge verweigert. Nur in der Zwischenzeit sind diese Verträge geleakt und können nachgelesen werden. Und die sind mittlerweile über 100 Seiten unterschrieben von erstens der EU-Kommission und allen 27 Mitgliedstaaten, auch von der Republik Österreich. So, und ich möchte jetzt nicht auf die Seiten eingehen, aber ich möchte auf einen Satz eingehen, der steht praktisch wortwörtlich so im Vertrag, wortwörtlich. Unterschrieben am 20. November 2020. Einen Monat bevor überhaupt die bedingte Zulassung erfolgte. Da steht der Satz drinnen, die Mitgliedstaaten der EU erkennen an, dass die Wirksamkeit, die Sicherheit und mögliche Langzeitfolgen und Nebenwirkungen nicht bekannt sind. Noch einmal, die Regierung der Republik Österreich hat mit Brief und Siegel unterschrieben, dass nicht bekannt ist, auf gut Tirolerisch, wie das Klumpert wirkt. Sie haben nicht gewusst, ob es wirksam ist, ob es sicher ist, welche Nebenwirkungen, Langzeitfolgen. Das heißt mit anderen Worten, die Langzeitfolgen und die Wirksamkeit hat man erst am Menschen erprobt. Sprich, das war das größte Menschenexperiment in der Geschichte der Welt und Österreichs. Weil dieser Impfstoff ist mittlerweile 4,6 Milliarden Mal verimpft worden weltweit. 4,6 Milliarden Mal. An Junge, an Alte, an Frauen, an Männer, an Kinder, an Schwangere, an Babys. Ein Impfstoff, wo unterschrieben ist, wir wissen nicht, was das Zeugs macht. Nur so nebenbei. Das haben die unterschrieben und gewusst und haben es trotzdem verimpft. Und deswegen, ja, ich bin kurz gewesen, deswegen, und das ist der Wahnsinn und die Wahrheit, jeder, der geimpft worden ist, ist im Prinzip angelogen worden. Man hat die Leute nicht informiert. Dadurch ist für mich als Arzt eigentlich die gesamte Aufklärung fehlend und damit illegal. Damit ist es rechtlich natürlich ganz anders zu sehen. Und vor allem ist damit faktisch jeder Geimpfte zu einem Versuchskaninchen gemacht worden. Es ist beinhart, es ist so. Wir fangen erst jetzt sammeln an, erfahren, was das Zeugs macht. Leider, leider. Und ich habe gerade vor 3 Tagen bekommen Unterlagen der Feuerwehr Berlin. Da war eine Anfrage, wie haben sich die Notarzteinsätze in Berlin entwickelt? Und die Feuerwehr Berlin hat dazu geantwortet, die Feuerwehr macht ja in Deutschland die Notarzteinsätze, die Rettung. Und ich kann Ihnen die Zahlen geben. Die Notarzteinsätze bei Herzattacken haben sich gegenüber der Vor-Corona-Zeit um 56% erhöht. Die Notarzteinsätze bei Schlaganfällen um 43% gegenüber der Vor-Corona-Zeit. So, das ist allein schon ein Wahnsinn. Aber dann haben sie auch die Altersgruppen ausgemacht. Die Altersgruppe mit der höchsten Zunahme an Herzattacken, ist jetzt kein Scherz, ist die Gruppe von 0 bis 10 Jahre. Die Altersgruppe mit den höchsten Zunahmen an Schlaganfällen ist die Gruppe von 11 bis 30 Jahre. Die sind teilweise verdoppelt. Das muss man sich vorstellen, was das bedeutet. Das heißt, wir erleben Herzinfarkte, Schlaganfälle. Wie du gesagt hast, die Gefäße. Das geht massiv an die Gefäße. Was wir auch sehen, ist Zunahme von Krebs. Wir sehen das in unseren Ordinationen. Mittlerweile gibt es in ganz Österreich Ärzte, die praktisch nur mehr Impfopfer behandeln, die nur darum kümmern, die Leute zu versorgen, wo es von der Politik angeblich heißt, es gibt nur ein paar 100 Leute. So ein Blödsinn. Es gibt da Unmenge Leute, die Probleme haben. Das wird bagatellisiert und das ist die nächste Sauerei, dass man jetzt sich um diese Leute nicht kümmert. Nur so nebenbei. Was muss passieren? Erstens, es muss jetzt wirklich endlich einmal alles offengelegt werden. Wir wissen jetzt mittlerweile von dem kleinen Ausschnitt, den wir da bisher lesen können, dass die unendlich viel gewusst haben und in der Öffentlichkeit über die Medien das Gegenteil von dem behauptet haben, was sie gewusst haben. Die Politik hat es gewusst und das Gegenteil behauptet. Und was auch ein Wahnsinn ist, diese Experten haben es auch gewusst und haben auch nicht gesagt, was los ist. Stellen Sie sich vor, was passiert war, wenn das Robert-Koch-Institut im März 2021 aufgestanden wäre, Riesenpressekonferenz in Deutschland,
Wir sagen euch, an der Grippe sterben mehr Leute als Corona. Was da los gewesen war. Und das ist der Vorwurf an die Experten. Da nehme ich niemanden raus. Die haben da auch mitgemacht und haben das auch gedeckt, was da passiert ist. Leider, leider. Also, Offenlegung. Wir müssen lesen, was da drinnen steht. Wir müssen lesen, wer da was gemacht hat, wer was wann gewusst hat. Und dann geht es um den nächsten Punkt, wie man ganz klar gesagt hat, verantwortlich. Es kann ja nicht wohl sein, dass man da bitteschön Maßnahmen ergreift, wie Lockdowns, die die Republik Österreich 175 Milliarden Euro gekostet haben. Das ist fast das doppelte Jahresbudget. Das hat uns nur die Lockdowns gekostet. Die Tests 5,6 Milliarden. Ich meine, wir haben in Österreich mittlerweile über 900.000 Kinder und Jugendliche, die psychische Schäden haben und Depressionen haben. Wir haben fast 260.000 Kinder und Jugendliche, die sich jeden Tag überlegen, wie sie sich umbringen können. Das ist alles passiert worden. Und da geht es nicht einfach, dass man hergeht und sagt, ja, ja, das war so, wir haben Fehler gemacht, wir haben es ja nicht wissen können. Blödsinn, sie haben es gewusst und daher geht es auch um Verantwortung, ganz klar. Und worum es auch geht, und das ist auch wichtig, ich bin mittlerweile, einerseits bin ich stolz, dass ich recht gehabt habe mit dem, was ich in den Büchern geschrieben habe. Andererseits bin ich stinkesauer, dass mir jahrelang jetzt seit mir gesagt hat, ich wäre ein Trottel oder für irgendetwas. Ich meine, ich habe Disziplinarverfahren an die Ärztekammer anhängen gehabt wegen solchen Dingen. Jetzt weiß ich, ich habe 100%ig recht gehabt, die haben das gewusst. Und das Mindeste, was ich von all diesen Politikern erwarte, ist, dass sich die wenigsten hinstellen und sich mal anständig entschuldigen bei allen Leuten. Das ist das Mindeste. Und dann muss man das politisch aufarbeiten und dann muss man es vermutlich auch juristisch aufarbeiten, weil da sind Dinge passiert, über die kann man nicht hinweggehen. Das kann man nicht einfach machen. Das ist nicht akzeptabel. Und ich zitiere da immer wieder gern den Dekan von Zell am Ziller. Der hat vor einigen Jahren einmal etwas sehr Gutes gesagt, in einem Interview und mit mir gesprochen auch darüber. Der hat gesagt, wir haben in Österreich nicht nur eine Schuldenkrise, wir haben eine Schuldkrise. Und solange diese Schuld nicht aufgearbeitet wird, solange das nicht diskutiert wird, solange das nicht irgendeine Wiedergutmachung gibt, wird das Gift in der Gesellschaft weiterwandern und weiterbleiben. Und darum geht's. Wir müssen das aufarbeiten, sonst passiert uns das Gleiche wie ähnlich nach dem Nationalsozialismus, dann schwelt es ewig lang weiter. Es muss aufgearbeitet werden, es muss diskutiert werden, es muss das aufgearbeitet werden und es muss auch etwas so wie eine Wiedergutmachung und eine Verantwortung dafür geben. Ja.